Seit 1959 wurde über die Gründung einer Universität in Konstanz diskutiert. Im Dezember 1963 beschloss dann der Landtag von Baden-Württemberg die neue Landesuniversität am Bodensee. Jetzt wurde im Konstanzer Rathaus der Grundstücksvertrag für das Gelände der künftigen Universität unterzeichnet. Als Vertreter des Landes Finanzminister Dr. Müller. Konstanz wurde durch den Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Helmle, vertreten. Einen zweiten Vertrag schloss das Land mit dem Besitzer der Insel Mainau, Lenard Graf Bernadotte, der hier die Urkunde unterzeichnet. Der Initiator der Konstanzer Universitätsgründung war nicht erschienen. Oberbürgermeister Dr. Helmle sprach für ihn die Laudatio. Es war ein langer, dornenreicher Weg von dem kühnen Gedanken unseres Ministerpräsidenten bis zum heutigen Tage. Wir gedenken in dieser Stunde des Patrons und Vaters dieser neuen Universität, Kurt Georg Kiesinger, und empfinden es als Glück, dass ein so weltoffener, dem Gewissen für das Ganze verpflichteter Mann an der Spitze unseres Landes wirkt. Sein Postulat von der Entprovinzialisierung des Landes und dem Wiedererwecken der alten Bodensee-Kulturlandschaft hat uns die Universität gebracht. Noch gibt es keine Universität Konstanz, aber der Gründungsrektor ist bereits berufen. Professor Hess dankte Graf Bernadotte. Sie, Hoheit, haben sich schon früh bereit erklärt, sich um der Universität willen von ihrem schönen, nach der Mainau schönsten Stück Land zu trennen, auf dem nun die Neugründung ihren Sitz haben wird. Dieser hochherzigen Gäste wird man, wenn die Universität einmal oben dem Mainauwald unter möglichster Schonung des Waldes erstehen wird, immerfort dankbar gedenken. Nun, diese hochherzige Geste des Grafen Bernadotte musste sich das Land einiges kosten lassen. Für das zur Verfügung gestellte Waldgelände erhielt der Mainauherr wert- und flächengleiche Grundstücke im Verhältnis 1:1. Außerdem handelte Graf Bernadotte mit dem Land noch eine Aufzahlung von 6 bis 7 Millionen D-Mark aus. Auch das Finanzministerium wird kaum verhindern können, dass dieses Beispiel Schule machen wird. Die Baulandpreise dürften anziehen. War hier das Land nicht so großzügig, Herr Finanzminister Dr. Müller? Nein, ich glaube nicht, denn Sie müssen im Grafen Bernadotte hier einen Privatmann sehen, der dem Land Baugelände zur Verfügung stellt, während der Stadt Konstanz, die die neue Universität und ihre Vorteile haben wird, auch ein Opfer zugemutet werden kann. Als Stifterpersönlichkeit wird man aber Graf Bernadotte nicht feiern können. Aber auch die Stadt Konstanz spricht nicht mehr von kostenloser Geländeabgabe, Herr Oberbürgermeister. Ich gebe ohne weiteres zu, dass im Jahre 1960 wir, als wir uns noch keine präzisen Vorstellungen machen konnten, natürlich auch die Frage eines großen Entgegenkommens überlegt haben. Aber das haben wir auch bis heute durchgehalten. Nur heute sieht man den Umfang der Universität und deswegen kann man eigentlich erst von ernsten Besprechungen zu einem viel späteren Zeitpunkt reden. Noch steht die Universität Konstanz erst auf dem Papier. Allerdings sind die Universitätszeitung und Hochschulnachrichten sowie die Konstanzer Blätter für Hochschulfragen ein bedeutendes Forum der Bildungspolitik geworden mit weitem Wirkungskreis. Auf engstem Raum arbeitet dagegen noch die seit November vorigen Jahres eingerichtete Arbeitsstelle der künftigen Universitätsbibliothek. Sie ist provisorisch in einem Fabrikgebäude untergebracht. Zunächst ist man noch mit der Beschaffung und Katalogisierung von Grundwerken, Quellen, Schriften und Dokumenten der verschiedensten Wissensgebiete beschäftigt. Einige tausend Bände sind inzwischen schon angeschafft. Die Bibliothek ist auf weit mehr als 1 Million Bände geplant. Etabliert hat sich auch bereits die Universitätsbauleitung. Nach dem Grundstückserwerb kann mit den Vorarbeiten für die künftige Universität jetzt begonnen werden.
Diese Pläne zeigen den Umbau des Inselhotels, das als Provisorium die Universität in ihren Anfängen aufnehmen soll. Wenn der Schutt der Umbauarbeiten weggeräumt sein wird, werden voraussichtlich bereits im kommenden Herbst die ersten Professoren mit ihren Doktoranden hier einziehen, um den Aufbau der wissenschaftlichen Institute in Konstanz vorzubereiten. Herr Minister, der Inhalt der beiden Verträge beweist, dass das Land Baden-Württemberg einer alten Tradition entsprechend besonders hochschulfreudig ist und sich seine Universitäten etwas kosten lässt. Das kann man sagen. Wir haben für die 7 bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen in den letzten 12 Jahren 885 Millionen D-Mark aufgewandt und wollen ja jetzt Konstanz, Ulm und Mannheim neu schaffen. Wird der Neubau der Universität Konstanz künftig auf Kosten der bestehenden Universitäten und Hochschulen unseres Landes gehen, die ja auch große Forderungen an das Land stellen? Nein, ich habe schon vor dem Landtag bei der Einbringung der Denkschrift ausdrücklich erklärt, dass wir 2 Programme haben. Einmal den zügigen Ausbau der bestehenden 7 wissenschaftlichen Hochschulen und die Schaffung der Neugründungen. Es wird nicht das eine auf Kosten des anderen erfolgen. Der Grundstücksvertrag in Konstanz ist hiermit nun unterzeichnet, aber der Landtag, Herr Minister, muss diesen Vertrag nun erst noch genehmigen. Ja, das habe ich ausdrücklich vor dem Gemeinderat erklärt. Der Landtag muss diesem Vertrag zustimmen. Das ist ja selbst bei internationalen Staatsverträgen so. Sie werden zuerst abgeschlossen und dann dem Parlament zur Ratifikation vorgelegt. Ein solcher Vorbehalt steht im Vertrag.